Search and destroy. Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht mich gut. Zur Abwechslung mal ein Search and Destroy Gameplay. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal im Trappy gespielt. Und ja, doch ein bisschen mit dem Sniper rumgespästelt. Und ganz ehrlich, in diesem Gameplay war es so, die Gegner waren scheiße, ich war vermutlich Haus und ich hatte in den meisten Fällen unverschämt viel Glück gehabt. Das hat dann zu diesem Gameplay geführt. Und ihr seht, auf jedem eben, wir sind rechts durchgegangen, haben uns entschieden, haben gesehen, dass die Gegner vermutlich alle links durchgedreht sind. Und dann dort einen gespienzelt, ein bisschen mit C4 rumzielen, dem noch reingeschossen, ins Gesicht explodiert. Hier Schwenka, dem schöne Rücken können schießen. Ich meine, so eine Chance nimmt man immer gern. Und jetzt hier kurz noch überlegen, besprechen, was geht ab, was ihr nicht wisst. Der Trappy und ich waren im gleichen Raum gewesen. Das ist natürlich ein Vorteil, also im gleichen Raum gezockt mit der Xbox, physikalisch. So hat man Text da, wenn der eine schon tot ist. Und da haben wir uns entschieden, chillen wir mal in das Gebäude. Ich schaue hinten bei der Tür, er schaut beim Fenster. Und dann ist es mir doch ein bisschen langweilig geworden und doch ein bisschen anfangen rumwürmeln und sehe, dass dort vorne noch eine Knarre liegt. Okay, jetzt ziehen wir mal dort her. Aufgenommen, Scheiße, muss nachladen. Und genau in dem Moment kommt der Gegner rein, macht den Trappy fertig. Aber ich habe es überlebt. Ich glaube es nicht. Voll verhangen. Meine Mission sowas von verkackt. Trappy hat geflucht. Ich habe gesagt, sorry. Und ja, ihr seht, wir sind nur zu zweit. Die Zeit ist fast rum. Ich versuche hier einigermaßen zu orten, wo der Gegner ist mit der EMP-Granaten. Ich bin hier am Verharren, weil wenn dieser B im Blick hat, checke ich an. Versuche mal hier hinten zu schauen, ob da etwas anzutreffen ist und sehe, da hat der Sniper auf mich geschossen, raus spienzeln. Und jetzt müsst ihr das Glück hineinschauen. Hier, schauen, der Sniper schießt daneben. Ich gehe zum Fenster, der denkt, den nehmen wir, von da schießen, schöne Herz und weg ist der Typ. Also von dem her, Schwenka mit dem Treffen, Schwenka, dass ich nicht getroffen bin worden, gute Runde gewesen. Wir entscheiden uns wieder für rechts. Trappy zieht geradeaus, ich gehe rechts durch und bin hier mit der B23R unterwegs, eine der besten Pistolen für mich. Kap 40 ist ja noch besser, weil sie wie eine kleine Mini-Uzi ist, aber ich habe die B23R einfach wirklich richtig gern, wenn man das darf sagen, bei einem Game, das ich eigentlich nicht so gerne habe. Aber Search and Destroy ist wieder mal etwas anderes und für einen oder anderen mag das Gameplay auch nicht amazing sein, aber die schon mal den Rush gespürt haben, wenn sie am Schluss der einzige Überlebende sind, dann noch 3-4 ausknipsen können, es ist noch abgefahren, das Gefühl. Und die ganzen Probleme, die die Black Ops 2 haben, sind jetzt im Search and Destroy nicht ganz so hart zum Vorschein gekommen. Ihr seht, schön einen können abkassieren, Trappy ist hier bei diesem Häuschen, ich alle meine Score-Streaks rausziehen. Los aber noch nicht ab. Und ja, ich habe die tiefste ausgewählt, weil ich nie im Leben damit gerechnet habe, dass das so läuft. Wir entscheiden uns, wir ziehen mal zum A über, der Trappy zieht rechts. Ich sehe schon wieder einen von diesem chilligen Rücken reinflöten, also schon wieder einen Gratis-Kill gehabt, schon wieder Schwein gehabt. Schon wieder Schwenk kann es immer nur wiederholen. Aber Schwenk gehört auch bald dazu. Wir gehen 2-0 in Führung. Ich lasse das Zeug raus, wo ich kann. Ich sehe, dort liegt einer, versuchen ihn zu treffen. Sniper-Skills sind eben nicht wahnsinnig wicked. Jetzt ziehe ich auf, überlegen wir kurz, die Hunter-Killer könnte ich noch rauslassen. Die kommen wir vielleicht noch zu nutzen. Ich sehe, wie einer reinzieht, schießen leider nicht wirklich gut. C4 rettet mir wieder den Arsch. Und jetzt kommt eine Foulüberlegung meinerseits, weil ich habe jetzt ein bisschen Schiss, bin unschlüssig, was der andere macht und überlege mir, was eigentlich nicht allzu falsch ist. Ich muss mich hier hinten verstecken, weil entweder es kommt oben aus dem Fenster raus oder unten zur Tür und das habe ich beides im Blickfeld. Das hat nichts mit Campen zu tun, denkt daran, es ist Search and Destroy. Ich könnte auch frontal reinziehen, aber als vorsichtiger Spieler, der eigentlich nicht allzu viel Erfahrung hat mit Search and Destroy, muss man schon aufpassen. Also, hinten ist der Letzte gestorben, ich bin der Letzte. Jetzt bin ich nur überlegen, will ich jetzt vorziehen, auf eine Konfrontation Milo oder will ich links noch schnell ein bisschen chillen, entscheide mich bei ungeduldig, ziehe vor und sterben. Und die Killcam sieht man leider nicht, aber ihr habt es gesehen, wenn ich 2 Sekunden später vorgezogen wäre, wäre er an mir durchgelaufen, vorbeigelaufen. Aber so läuft es im Search and Destroy. Hier will der Held spielen, hier vorne, das C4 hure langsam geschossen, Trappy wird jetzt gerade von einem Ding, RPG oder was auch immer fertig gemacht. Die Runde ist vorbei. Unser Team hier, die UK-IP oder wie sie heissen, das sind so Blackworm-Fanatiker, die sich nach hure Strub eingecampt haben. Sie haben gesagt ohne Ende. Aber ja, zum Glück haben sie uns im Team gehabt. Trappy jetzt eben, wie ihr vorhin schon gesehen habt, mit dem Schild unterwegs.
Er hat sich sogar ein Camo gekauft. Jedem das seine. Und ich wähle noch jetzt den gleichen Weg. Versuche mit der EMP vorzusondieren. Ich sehe, dass es einen Treffer gegeben, aber ich habe mich echt nicht dafür, dort rauszuziehen, weil wenn sie dort mit der RPG oder was auch immer warten, ist nicht gut. Trappy zieht hinten durch ins Gebäude rein. Und ich sehe dort einen, schiessen. Einer kommt von hinten rein, schießt auf mich. Ich mache einen Mystic Mike Move und drehe mich um und mache das sich fertig. Durch, oder? Keine Ahnung, wenn ich das geschafft habe. B23 reist einfach. Und ich war auch Haus. Mit einem riesen Vorteil. Und dieser hat irgendwie 56 Kilo Modem-Leitung. Nein, ich weiss doch auch nicht. Jetzt wieder ein bisschen das Adrenalin-Pumpen gewesen, kurz verharrt, geschaut, was ich machen will. Jetzt haben wir uns hier eigentlich planmässig richtig einmal bewegen. Und ich sehe, Bomb Carrier down. Trappy ist auf der rechten Seite, will sich durch die Richtung Bombe bewegen. Ich ziehe links durch, um eigentlich die Flanken abzudecken. Ich sehe mit dem Taktiker oder Techniker, dass hier Claymore ist. Okay, die ist bei der Bombe schön. Trappy wird abkassiert leider. Er sagt mir, die Siechen sind auf dem Balkon draussen. Okay, Bombe 3, C4, 3, nichts passiert. Zieh auf, die letzte Information, sie sind auf dem Balkon. Versuchen wir dort eine geeignete Position zu erhaschen. Und reinziehen. Tag draufgeschossen, 100% draufgeschossen. Das sehe ich jetzt nicht bereicht. Zum Glück Zeit für einen zweiten. Das heisst, die Gegner sind immer noch am Leben. Leider sieht man nicht, wie manisch, dass ich jetzt auf Back und Select drücke, um zu sehen, wie viel das noch leben. Versuchen wir hier einen Überblick zu verschaffen. Ich sehe da links voll Spot schießen. Und keine Ahnung, kassieren da AP. Wieder Schwenk ohne Ende. Das heisst 3-2 für uns. Sind wir ein bisschen überrascht worden, aber wir haben sie jetzt überraschen. Jetzt schlagen wir das mal in eine andere Route ein. Oder auf jeden Fall ich versuche hier durch das Mittelfenster, ohne gerade abkassiert zu werden, den Trap ein bisschen zu decken. Versuche abzuchecken. Ihr seht, rechts, links, schön durchspielen, das Leer wird verwutscht. Kommt da noch etwas aus dem Himmel, ein Geschenk, das ich mir auch versteckt habe zum Glück. Und jetzt hier bin ich ein bisschen unschlüssig. Was mache ich ein bisschen am Beraten? Was ist der nächste Move? Überlegen wir halt, ich will mich gleich bewegen. Und jetzt müsst ihr schauen, Jungs, jetzt kommt eine wirklich abgefahrene Szene. Ich bin nicht ein guter Sniper und ich habe geschraubt, weil ich so leicht geschossen habe. Aber hier müssen wir jetzt durch. Luft anhalten, zieht nach rein. Schön daneben, wenigstens einen. Daneben. Da ist schon mal einer schön daneben gegangen. Nein, ich habe mich aufgeregt. Ich habe schon einen Double-Kill gesehen. Hier wieder Schwenker. Dann sehe ich hinten nachher, wie der Igum Haas. Zack, noch verwutscht. Und jetzt wieder das ganze Equipment am Start gewusst. Das könnte die letzte Runde sein. Vielleicht der Hunter-Killer, der mir hilft. Schade, hat es den nicht gegeben. Hier habe ich meine Schüsse gar nicht connected. Und somit bin ich am Schluss noch eigentlich blöd gestorben. Aber ich war so übermütig, weil mir das nicht gelungen ist. Am Schluss mit dem Typ, ich habe nie gedacht. Und normalerweise läuft das mit einem langen Hinterherlaufen nicht so optimal. Der letzte Gegner hier, ihr seht, die Worm-Jungs alle links am Campen waren. Einer zieht rein, wird angeschossen haben. Ein zweiter kommt noch zur Verstärkung, von dem er nicht so dumm agiert, mit der Pumpe reingehabt. Game over. Und das war ein schönes Spiel, ich war richtig hyped. Zieh ich das rein, ist das gut gelaufen, abgefahren. Aber eben, die anderen haben 3 rote Connections, das ist schon ein bisschen komisch. Mit rechten Dingen ist das auch nicht zu und her gegangen, aber ich habe mich trotzdem gefreut über diesen Sieg und die Score. Hoffentlich Spass gemacht, schön zusammen, macht's gut.